mit Nathalie Morgenthaler. Madame Morgenthaler. Merci, Herr Präsident. Der Damen und Herren, liebe alle gut. Mit diesem Gesetzesentwurf gibt verschiedene Bestimmungen am Arbeitsgesetzbuch angepasst. So kriegt das Komitee de Konjunktur die Möglichkeit bei den Sozialpartnern, die ein Plan de Maintien de l'Emploi unterschrieben haben, Informationen über die Umsetzung des Plans anzufragen und ermöglicht so ein besseres Suivi und eine bessere Evaluation von der wirtschaftlichen und finanziellen Situation von der betroffenen Entreprise, die ja Schwierigkeiten geraten ist. Die Informationen, die die Sozialpartner beim Komitee de Konjunktur auf seine Aufrufe hin müssen liefern, sind, die Maßnahmen, die schon effektiv umgesetzt wurden, Dunzel und Personen, die von der einzelnen Maßnahmen aus dem Plan betroffen sind, die Eigenmittel, die der Betrieb an der Umsetzung vom Plan abbringt, Verwendung von den finanziellen Hilfen und Subventionen, die der Betrieb an dem Zusammenhang kriegt wird. Am Fall, wo die Sozialpartner dieser Verpflichtung nicht nachkommen, kann der Arbeitsminister die Homologation vom Plan de Maintien dans l'Emploi zurückziehen. Außerdem gehen Konditionen und Modalitäten für die Kofinanzierung von den Formationen, die am Kader von seinem Plan de Maintien dans l'Emploi angeboten gehen, auch vom Fonds pour l'Emploi finanziert gehen, am Arbeitsgesetzbuch festgehalten. Wenn Formationen neue Posten beim selbstständigen Betrieb betrifft, da wird es zu 50% finanziert, aber wenn neue Posten bei einem anderen Betrieb betrifft, da wird sie zu 100% finanziert. Lohnkosten von der Formation, die bezahlt können gehen, sehen, Darschreibungskosten, Lohnkosten von den internen Formateuren und Formatrissen, Kosten vom pädagogischen Material und eventuell Lokationskosten, wenn die Lokale für die Formation lohnen muss. Die Aufruf für die Kofinanzierung muss beim Arbeitsminister angeregt gehen und am neuen Artikel 513-8 wird auch festgehalten, wie ein Dokument an Informationen dieser Aufruf angehangen muss gehen. Das ist also ein Entwurf, den eine Reihe juristische Unsicherheiten bringt und eine klare gesetzliche Basis für die Konditionen und Modalitäten schafft, die an der Praxis schon appliziert gehen. Ein paar Wörter zum Werdegang von diesem Gesetz. Dieser Gesetzesentwurf ist an der 4. Legislaturperiode vom damaligen Arbeitsminister Georges Engel deposiert gehen, an eine erste Kehr den 16. Juli 2025 an der Arbeitskommission vom damaligen Arbeitsminister Georges Michaud präsentiert gehen. An derselben Sitzung als auch schon ein Avis vom Staatsrat analysiert gehen, den zu dem Zeitpunkt 5 formelle Oppositionen hat. Der 4. Arbeitsminister hat eine Reihe Amendementen präsentiert, für den Observationen vom Staatsrat Rechnung zu drohen. An der Sitzung vom 22. Oktober 2025 ist sich mit diesen Amendementen also nicht gesagt gehen, als sie für Avis und den Staatsrat zurückgeschickt gehen. Ich will dabei bemerken, dass auch ein zusätzliches Amendement zu den Regierungsamendementen beschlossen gehen ist, für einen Aufwand von der Salariatskammer Rechnung zu drohen. Konkret ging es Zurückbezahlen von den Kosten für die Formationen am Fall von einer Demission von einem oder einer Salarié, den oder die am Kader von einem Plan de Maintien dans l'Emploi am Gang wäre, eine Formation zu machen. Was die logistische Bemerkung an der Durchregung vom Staatsrat angeht, den Titel vom Gesetzesprojekt ändern, wird die Kommission beschlossen, das integral zu überholen. An der Sitzung vom 20. Januar 2026 wird die Arbeitskommission den zusätzlichen Avis vom Staatsrat analysiert und zur Kenntnis geholt, dass die Heischkörperschaft sich bereit erklärt hat, hier formelle Oppositionen, die sie am Kader vom Artikel 513-3 Paragraph 5 Alinéa 3 und auch vom Artikel 513-8 erhoben hat, abzuheben, nachdem die Kommission ihre Observationen und Anregungen berücksichtigt hat und auch ihre Textproposition überholt. Goufen nach zwei weiter Avien Salariatskammer und Handelskammer haben sich auch zum Entwurf geäußert. Während Handelskammer den Text begrüßt, wird Salariatskammer eine mehr kritische Stellungnahme aufgehen. Sie bedauert, dass diesen Entwurf nicht mit den Sozialpartnern am CPT, also am Comité Permanent du Travail et de l'Emploi, diskutiert gehen ist. Sie kann den vierleihenden Gesetzesentwurf auch nicht gut heißen, weil sie ihn als überflächig und unvollständig angesehen. Sie fordert allgemein, dass eine global und tiefgreifende Reform gemacht gehen, für das den Dispositiv rund um den Plan de Maintien dans l'Emploi mehr effizient an der Praxis geht. An dem Sinn als Salariatskammer auch der Meinung, dass Verhandlungen über den Plan de Maintien dans l'Emploi schon ab der nächsten Zeichen von einer wirtschaftlichen Schwäche am Betrieb obligatorisch müsste gehen. Herr Präsident, liebe alle gut, stehen der Lumen Kap als Rapportrice auf und überholen Troll als Sprecherin von meiner Fraktion. Mit diesem Gesetzesentwurf wollen wir klar Signal setzen. Wir wollen, dass an Zeiten von wirtschaftlicher Schwierigkeit nicht automatisch auf Betlosungen zurückgegriffen wird. Also Vorgehensweise als enger. Wir wollen, dass nur konkrete Lösungen gesichert wird, für Arbeitsplätze zu sichern, Kompetenzen am Betrieb zu halten, an den Betrieben eine realistische Perspektive zu gehen. Das ist besonders an der aktuellen Situation relevant. Der Chômage also beim hohen Niveau.
Handelt es zuerst die realen Lebenssituationen. Menschen, die hier Arbeit verlieren, Familien, die an Unsicherheit geraten, und Leute, die sich freuen, wie sie weitergeht. Für viele Betroffene bedeutet Chômage nicht nur einen temporären Rückgang, mehr schwere Weg zurück an das Arbeitsleben, materielle Risiken von langfristiger Exklusion vom Arbeitsmarkt. Dafür ist es wichtig, dieser Dynamik entgegenzuwirken. Nicht erreicht, wenn es zu spät ist, mimi frei, wenn der Handlungsspielraum besteht. Der Plan de maintien dans l'emploi steht genau für diese präventiven Ansatz. Ein Instrument, das es ermöglicht, frei zu reagieren und Alternativen zu Entlosungen zu sichern. Als CSV-Fraktion sind wir überzeugt, dass es für Betriebe und für Salarien mehr sinnvoll ist, Kompetenzen am Betrieb zu halten, weiterzuentwickeln und Platz zu verlieren. Stabilität ist auch ein ökonomischer Vorteil, gerade an Zeiten von Unsicherheit. Für uns ist es dafür wichtig, hier ein klares Signal zu geben. Wir stehen zu einer aktiven Arbeitsmarktpolitik, die nicht nur reaktiv ist, sondern auch vorbeugend wirkt. Der Plan de maintien dans l'emploi schafft ein Kader, in dem der Sozialdialog eine zentrale Rolle spielt und an dem die Responsabilität der Betriebe und die Rolle der Sozialpartner zusammenkommen. Für als Fraktion ist es klar, Arbeitsmarktpolitik ist immer auch eine Frage von Zusammenhalt. Es geht nicht nur um Indikatoren und Statistiken, sondern um konkrete Perspektiven für die Leute. Dafür unterstützen wir einen Schritt, der dazu beiträgt, Arbeitsplätze zu sichern und die Unsicherheit zu reduzieren. Und damit gehe ich zur Zustimmung von der CSV-Fraktion. Also, merci.